Fangen wir an. Gut, willkommen zurück zu unserem Let's Play. Super Mario 64 in Schweizerdeutsch. Ja. Part 4. 4, ja. 4, okay. Der Miro ist gerade am Hebel. Und er wird auch noch ein paar Sterne machen, bevor wir den kleinen Switch machen. Und ich auch noch ein paar Sterne. Je nachdem, wie viel sie in den Part rein mögen. Also dort, wo ich das letzte Mal gefailt habe, machen wir weiter in diesem Peach-Zimmer. Peach, das Kinderzimmer. Genau. Da gibt es 2 Sterne zu holen. Und zwar ist das einfach eine Rutschbahn eigentlich, gell? Und das musst schneller als 21 Sekunden musst du Und glaub ich, etwas. sein, Also es gibt... Da innen ist nichts, sicher ein witziges Spielzimmer gewesen. Aber ein Bild, wenn man es bereicht, ist anders. Jetzt hier, das ist nicht mit den Münzen sammeln, oder? Nein, Münzen musst du nicht holen. Was muss das erst mal? Einfach runterrutschen. Einfach runterrutschen. Einmal musst du schneller sein als 21 Sekunden. Ja, jetzt kann ich nicht mehr rumpen. Ja gut, ist ja nicht nötig eigentlich. Hier dünkt mich eigentlich noch... Die Mauer dünkt mich noch recht geil. Vorher. Also ich finde es allgemein ziemlich schön gestaltet. Also die Rutschbahnen sind eigentlich alle ziemlich interessant gestaltet, noch schwierig zu machen. Gute Sterne. Ja, das Mal schafft es nicht gerade beide auf einmal. Hat auch keinen Sinn. Gut, eben. Das ist die besagte Rutschbahn. Und jetzt musst du eigentlich das Ganze musst noch 1,2 Sekunden schneller machen und dann kommt ein Stern. Gerade eine Ziellinie durchkreuzt ist erscheint nachher dann. Es hätte so sein, ja. Der andere ist einfach in der Box. Voll easy. Dann probieren wir es nochmal. Ich frage mich sowieso, wieso du dort Münzen hast. Also, Eben, es gibt ja keine 100 Münzen im Schloss. nein, und auch sonst, ich meine, du musst ja keine Leben auffüllen oder so, weil die Gegner geschadet haben oder so. Das Einzige, was dir etwas bringen ist, wenn irgendwie... Jetzt hier am gescheitsten. Den Weitsprung glaubst du nicht. 50 Münzen, glaube ich, das Leben von dem her. Weitsprung kannst du probieren, wenn du es schaffst, aber du darfst nicht zu weit, sonst schlägst du dich an. Ich würde mit Hechtsprung. Hecht? Der kann nachher bei. Genau, dann musst du einfach schön immer an der linken Wange noch so ein bisschen Kurven anschneiden. Das wird jetzt eigentlich kein Problem sein. Ja, mal schauen, sind wir gute Zeit. Was wollen wir eigentlich schnurren so? Ja, ich würde sagen, heute sicher das Thema History of Mario. Können wir über alle Mario Games ein bisschen reden. Und sagen, welches dir am besten gefallen hat. Ja. Voilà, das wäre auch schon der zweite Stern. Also fangen wir an. Was ist das erste Mario, das du gezockt hast? Das war auf dem SNS gesehen. Wie heisst es geheißen? Da die Sammlung von Marios. Hat es ja die ROM gegeben. Einfach so Mario Welt 3, 2. Einfach alles. Das erste Mal, dass Tanuki auftaucht ist. So halb. Ja. Einfach noch 2D. Und nachher, ja, was war es bei dir gewesen? Ich muss mich noch erinnern, das ist Game Boy Color. Und dort haben wir einfach so eine Mario, ja, was ist das, so eine Sammlung oder so. Also es ist glaube nicht das Original Erstveröffentlichung gewesen. Ich glaube es war einfach so eine kleine Collection für den Game Boy Color oder so. Wo nachher einfach, aber das war noch 2D gewesen, natürlich und dann bist du einfach so besiegt Bowser, indem dass die Brücke umstürzt ist mit dem Hebel, also einfach so typisch à la erstes Mario. Also, ich glaube, hier ist der Secret Star. Genau, Einer von denen. Das wäre schon der nächste Secret Star, wenn man hier ins versteckte Kabäuschen hineingeht, dann muss man 8 rote Münzen sammeln und das ist eigentlich ziemlich lame, weil die ist einfach sehr symmetrisch verteilt. In jeder Ecke hat es also eine von 4 und nachher oben noch hat es auch noch 4. Genau. Und das kommt nachher in die Mitte. Stern ist eigentlich auch nicht schwierig. Die einzige Schwierigkeit, die es hier bietet, ist, dass du immer noch genug Luft hast. Du kannst ja nicht raus aus dem Aquarium. Von dem her ist das finde ich einer der langweiligsten Sterne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da ist sich nicht so viel einfallen. Nicht auch designmässig nichts Spezielles, weil es ist wirklich 4 Wänge, quadratisch. Also, ja. Es gibt ja wirklich Länder, da musst du sagen, geil, oder? Und die Hause hat man das Gefühl, Design. ist der Himmel, ist man da einfach so, ist man da so in einem Vierer gefangen. Ja, ich will eben mal wissen, wie das außerhalb von diesem Ding aussieht, das würde mich interessieren.
Ja. Wie war es dann gewesen, welches Mario hast du so richtig bewusst miterlebt, wo richtig... Richtig angefangen jetzt eigentlich wirklich mit dem N64 Super Mario, wo ich das einfach gezockt habe. Das ist wirklich... ja, das hat mich nachher richtig mitgerissen und da bin ich nachher auch richtig Fan geworden. Am Anfang bin ich noch ziemlich schlecht gewesen, also da, auch nie, ja, wie gesagt, ich habe noch nie alle 120 Sterne gemacht, wo ich das eigentlich so auf der N64 gezockt habe. Eigentlich erst später, als ich gesagt habe, jetzt muss ich das noch verschaffen in meinem Leben, 120 Sterne bei Super Mario. Und dann ist es weitergegangen. Gamecube hatte ich ja selber nie gehabt. Habe ich nachher einfach per ROM später mal, oder bei Kollegen vor allem, Sunshine gezockt. Das habe ich sehr designmässig und das eigentlich das Beste gefunden. Mit dem Wald haben sie ziemlich viel gemacht. Im Sunshine und ja. Was ist dort einfach... Dort ist einfach die... Wie heisst die Wasserpumpe? Ja, einfach der Dreck weg. Dreck weg, ja genau. Das also, ich finde das Leveldesign dort vor allem episch und vor allem es gibt so ein warmes Feeling, so... Ja, so Sommerfeeling einfach. Ja. So ferienmässig. Nein, aber was einfach ist im Sunshine, also was draufgefallen ist, der Professor, weißt du wie der heisst? Also der, wo ihm da das Ding gibt. Frag mich nicht. Nicht? Das ist, wenn du zum Beispiel Luigi's Mansion gamed hast, das ist genau das gleiche. Der hat alles im Mario erfunden, wirklich alles. Das habe ich eigentlich auch nie richtig Gut. Du musst schauen, dass du nicht stirbst. Du gehst schnell zu den Münzen schwimmen. Gute Idee. Und wie hält man das aus? Man muss doch einfach genug näher ran. Ja, du musst einfach vor dran stehen und nachher ein bisschen rausschauen oder so. So habe ich es immer gemacht, ich habe so gewartet. Aber das ist wirklich auch mühsam, du den Alcano rausholen. Der sich in unserem geilen Schiffswrack versteckt hat. Das ist eigentlich, also das ist ein Fail. Aber das Level gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also, das ist noch so ein bisschen mystisch, so mysteriös. Ein bisschen angsteinflößend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du Kind bist, dann siehst du den Aal mit diesen Zähnen. Und dann musst du dann noch rauslocken, oder? Das ist wirklich fast ein bisschen Schiss. Ja, jetzt. Keine Münzen mehr. Schwimmt du sich. Das finde ich auch noch gut. Im Super Mario 64 kannst du immer an die Wasseroberfläche und du kannst die recoveren. Das ist eigentlich schon noch schön, oder? Das haben sie bei den anderen Super Mario abgeschafft. Allgemein mit der Lebensenergie sind sie sparsamer nachher umgegangen. Du hast noch... Also bist eigentlich fast nie gestorben, weil du zu wenig Leben hast. Also das ist schon so dumm tun. Höchstens wenn du neben runtergefallen bist oder so. Aber im Sunshine, das ist eigentlich schon eher mühsam geworden. Da habe ich immer das Gefühl, er ist draussen. Aber ich glaube, ist er? Ich glaube, er ist draussen. Ja, er ist draussen. Wir haben es geschafft. Mystisch und ein Bug. Also. Drinnen, ist Voilà. rausgekommen. Hier ist er. Ich sage dem Heiko. Heiko. Das ist für mich Heiko. Jetzt kommt das nächste, das mit diesen Schatztruhen. Wichtig ist da einfach, oder geil ist, dass er hier... Als hier Dinge... Jetzt mal die Luftblotter helfen durch... Ah, genau. Falsch. Helfen durch... Ja, musst immer von vorne anfangen. Die Luftblotter, also einfach nicht stirbst. Aber du kannst auch ganz oben auf das Schiff theoretisch schwimmen. Das Nice. Ja. Eben er Sunshine Galaxy, wie hat das gefallen? Galaxy, das sind nachher auch richtig süchtig gezockt. Also wirklich, da habe ich beide, das 1 und das 2, beide durchgezockt. Also 100% mit allen Sternen. Jetzt probieren wir mal kurz, sorry, den Trick. Ich kann die Ruhe von vorne. Wenn du genug schnell schwimmst, kannst du den Scheissdreck ersparen hier mit dem Auflaufen. Aha, das habe ich, ja, das habe ich immer so gemacht. Du musst einfach genug weit raufschwimmen, aber ja. So wie du einfach die andere Plattform steuern. Ja. So. Also wirklich, das Galaxy, das habe ich wirklich durchgezockt, also beide. Und das hat auch Spass gemacht. Also, es war mal etwas ganz Neues gesehen. Und mit vor allem dem Rundumlaufen. mit der Schwerkraft, ja. Ja, und was ich eben auch noch geil gefunden bei dem ist, wenn du es ein bisschen gut hast können, hast du mit Seitwärtssalto, Wandsprung, Dreisprung, mit dieser Kombination, hast du ziemlich weit rauf kommen und hast auch zum Teil, obwohl sie es ja nachher eigentlich abgeschafft haben, dass du irgendwie so Abkürzungen oder so Sachen kannst nehmen, haben sie also hast du mit dem ziemlich weit kommen. Genau, ja. Zum Teil einfach wirklich noch so ein bisschen
schnellere Routen herausfinden oder so, wenn du geschickt bist raufgekommen. Aber es hat aber schon ein bisschen Training gebraucht und es hat mir aber schon noch Spass gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man, wenn man es erreicht, ein Ding nehmen. Ist mit B, glaube ich. Ja, wir lösen. Was einfach komisch jetzt an der wie heisst die, Kuba-Panzer, Ja. glaub's. Die oberhalb vom Wasser, also Land, die hat unendlich und die jetzt, die chillt einfach. Ja, die im Wasser, die kannst du irgendwie nur 20 Sekunden oder so. Ja. Unser Kollege der Heinen, der versteckt sich gerne in Löcher. Ja, sehr innovativ, wirklich zweimal den Huren Aal rauszulocken. Das sollte nicht passieren. Jetzt schauen wir, jetzt kommt er raus. Schaffen wir es? Und du darfst ihn nicht ankommen, also das ist eben noch ein bisschen... Kann man jetzt einfach den Stern geben? Aber jetzt gehen wir nochmal rauf. Ich nehme nicht an, dass der mir so freundlicherweise beilot. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht, sonst rast ich aus. Knapp, Aber- aber das kann ich ehrlich sagen. Das ist schön gehabt. So, dann, das ist jetzt mal mein letztes, würde ich sagen. Wie du willst. Und das geht noch genug lang. Vertraut mir. Bis ich neben den abgeluchst habe. Oder auch nicht. Jetzt die Sterne einfach so. Warum was sie nicht gemacht haben, dass der gerade bei mir ist und er verzieht sich wieder. Sondern ich muss ihn noch holen. Ja. Unser 22. Stern. Ich würde sagen, jetzt die wir wieder changen. Changen wir. Changen. Der Kano, ja. Der heisst jetzt einfach Heino. Also, was kommt jetzt für eins? Piratenbucht. Tauchen zur Schatzhöhle, ja. Das denke ich mir auch noch geil, durch die Schatzhöhle. Eben, Die denke ich mir wirklich das, geil. das wirklich das Level auch ein bisschen aufwerten dort mit dieser geheimen versteckten Unterwasserhöhle. Ja. Was sind eigentlich noch so andere Games, die du gespielt hast auf dem N64? Donkey Kong 64, wo ja wirklich der Überkiller ist. Mir denkt, das ist absolut eigentlich noch besser als Mario 64. Also nach meiner Meinung. Weil du kannst so viel sammeln, so viel finden. Das ist auch etwas, was ich immer gezockt habe, Donkey Kong 64. Nachher Mario Kart natürlich, das ist einfach... Ja, Highlight. ich sehe es immer wieder, das ist also eines der gewaltförderndsten Games, die es überhaupt nur gibt. Weil die Aggression, die dort drinstecken, wenn du Mario Kart gamest, ist... Das ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Shooter. Ich meine, Shooter, das ist eher etwas zum Relaxen, aber Mario Kart, wenn du verbissen bist und nachher wirst du einfach in der letzten Runde, wo führend bist, fuck. Also wir sind da schon in der Schatzhöhle angelangt. Ja, wirst du in der letzten Runde nicht mal... Vom blauen Panzer oder so verwünscht, da drehst du einfach durch. Also das hat nachher nichts mehr mit Spass und schönes Gamen zu tun. Das ist nachher wirklich nur noch töten. Was jetzt einfach ist, jetzt kommt wieder so ein geiles Rätsel. Weißt du es gerade auswendig? Ich glaube jetzt hinten, rechts. links. Nein, jetzt rechts. Nein, oder Also, vorne. wie jetzt nicht vorne, sonst wäre es in einem Kreis, das wäre auch nicht logisch. Und jetzt probiert Stern im Gumpel zu wünschen, im Spawnen. Ah, Ja, das ist auch schnell. Gut. Eben Mario Kart, das ist... auch mit Freunden macht das am meisten Spaß. Und Ja, mit Kollegen gechillte Runde Mario Kart, das ist... Mario Kart ist einfach so ein Game, das gamest du zuerst allein, weil du denkst, jetzt will ich mich verbessern, dann willst du es den Kollegen zeigen. Und dann meistens genau dann nehmen die Kollegen oder der PC. Es ist einfach so richtig... Es hat Aggressionspotenzial, das Game. Was hast du so, schon noch so gezockt, Mario-mässig? Mario-mässig. Ja. Paper Mario ist sicher Paper eins gewesen. Mario, yes. Habe ich geliebt. Es ist einfach so richtig so, sagen wir mal, so wie ein Art Pokémon. Es ist einfach so, du kannst eine Attacke lernen, du laufst rum, Ja. Das ist du also bist wirklich... Gegner. Als ich es zuerst gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, nein, jetzt drehen sie völlig durch, oder? RPG-Style. Und es hat ja vorher in Japan jetzt schon ein RPG gegeben von Mario. Genau, das ist bei uns nicht Erschienen, ja, ist oder? nicht erschienen. Weil ich meine, in Europa sind ja allgemein RPGs nicht so... Dann zumal noch nicht so famous gesehen oder sagen wir noch nicht so Mainstream.
Und nachher hat es wirklich angefangen dort mit Paper Mario, das habe ich auch mehr wie 100 Stunden, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ja wirklich für solche Games ist schon noch ziemlich viel, 100 Stunden, 100 Spielstunden. Müssen wir echt die roten Münzen sammeln? Ja, aber dann würde ich sagen, sammeln wir noch gerade Die 100 gelben, ja. 100 Gelbe, gell? Ja. Habe ich jetzt gar nicht bedenkt. Ich habe auch nicht, ich habe gerade gedacht, wir müssen etwas Angst machen. Nein, rote Münzen, dann sammeln wir wieder mal unsere Lieblingssterne, 100 gelbe Münzen. Wo übrigens in diesem Land hier ist ziemlich knapp bemessen. Da ist ja manchmal, ich weiss nachher, die einen gelben Münzen sind echt etwa ein Pfeiler und die habe ich jedes Mal gesucht, weil es nicht, ohne die reicht es eben gar nicht. Und das ist... Ja. In diesem Land ist es wirklich nicht im Überfluss vorhanden. Nicht wie zum Beispiel im Geisterland. Geisterland gibt es etwa 150. Und was auch noch ein Game ist, das ich auf der N64 gegamed habe, ist also das erste Zelda gesehen. Also nicht das erste, Ocarina of Time. Eben nicht, ich habe mit Majora's Mask. angefangen, genau. Und jetzt habe ich auch auf dem Super Nintendo also Ding nachher gespielt wieder, also A Link to the Past. Und ja, Ocarina of Time finde ich einfach das Geilste. Auch irgendwie, Ding finde ich nicht so geil, irgendwie, wie heisst Twilight Princess oder so. Die Wind Waker. Wind Waker. Ja, das eine ist wirklich ein Comic-Style, das finde ich überhaupt nicht geil. Aber jeden das sagen. Mir stört es jetzt nicht so, soll man es ganz ehrlich sagen. Ja. Also, Aber was auch einfach Zelda ist, einfach... die sind einfach vor allem sehr umfangreich. Das ist auch wirklich elendlange Story. Also, wenn du gerne ein bisschen abwechslungsreich hast, dann musst du auch mal Zelda gamen. Genau, ja. Und was gibt es schon noch zu sagen? Also da Rätsel vor allem. Ja, eben, das ist, also Mario ist ja meistens einfach nicht unbedingt, also du musst nicht klug sein. Aber Zelda, wenn es ohne Lösungshilfe oder ohne Internet zockst, dann musst du schon ein bisschen clever sein, dass du aber weiterkommst. Also wie du da manchmal bleibst stehen. Wenn ich mich gefragt habe, was, wie geht es jetzt so weiter und so weiter. Und, Hast du jetzt verwünscht? nein. Los! Muschi, öffne dich. Mal. Muschas. Was erzählt? Jetzt frage ich mich gerade nicht, wieso das ich... Und dann ein Game ist einfach noch... Das habe ich auf Englisch gespielt. Das ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, Conker's Bad Fur Day. Nö. Das ist jetzt wirklich... Das ist jetzt ein Spiel nur so zum Durchdrehen, also. Also ist das auch N64, oder? Ja. Aber wie gesagt, jetzt nur auf Englisch. Nein, sie haben ein Remake gemacht auf der Xbox. Und dort ist es auf Deutsch. Aber der Witz dahinter, was sie alles schnurren, ist halt auf Englisch einfach geiler, wenn man den Spruch hat. Ja gut, das war natürlich für mich das Problem, als ich natürlich die N64 das erste Mal hatte, habe ich natürlich nicht Englisch können. Ja, ich has mit meinem Bruder gespielt und der ist einiges älter. Und der hat natürlich das Witzigste immer so ein bisschen probiert zu übersetzen. Aber jetzt in letzter Zeit, als ich es dann gespielt habe und ich selber Englisch kann, ist es also umso geiler. Fuck. So. Also jetzt muss ich noch Piratenbucht gehen. Wie viele Münzen haben wir? 49. Also dort jetzt noch gelbe, Blaue, 10. Und nachher die blauen noch in der Piratenbucht. Die sind auch eigentlich so eine Kill-Option. Also wenn du die nicht hast, dann kannst du es eigentlich auch nicht mehr schaffen. Gell? Was ist echt dein Lieblingscharakter, also sozusagen von den Mario-Entwicklern? Also in Mario Kart bin ich immer tot gewesen. Ja. CD und die jetzt in dem ersten Mario Kart, den ich gegamed habe. Weil... Also mir hat auch immer die Stimme von dem gefallen, man sieht es in unserem Intro. Die kommen dort an der Wand. Ja. Die sind wichtig, glaube ich, sind die nicht. Sorry. Eben, ja. So, jetzt die Gumbas. Und hinten jetzt glaube ich auch noch Ja, das hat es auch noch nicht mal. Habe ich gemeint? Habe ich auch. Da, ja, voilà. Toad habe ich immer genommen. Und sonst, ja... Waluigi bei Mario Party. Mario Party dort nehme ich mit Donkey Kong. Donkey Kong. Ich bin Also immer... den gibt es ja nachher nicht mehr. Bis aufs 3, Mario Party 3 gibt es noch und dann nicht mehr, dann ist er nicht mehr spielbarer Charakter. Ich weiß gar nicht, ist er im 8. Kann ich Nein. nicht mehr spielen? Dort Ah ist- nein, nachher hat er seine eigenen Felder, gell? Genau.
schon noch clever. Und einer, den ich nie, ich weiss nicht, der Bowser, warum man den nehmen soll, ich habe den nie genommen. Nein, ich gar nicht. Weder in Mario Ich habe keine Kart... Sympathie für den, No, überhaupt nicht. ja, ich gar nicht. Bowser, ne. Jetzt fehlen mir noch rote Münzen. Jetzt schnell checken. 5 Honeyfang. Ja. Was sind denn die anderen 3? Ist nicht einer da oben wie im Ding bei diesen Spitzen, die du aufschiessen musst? Das ist möglich, das ist möglich. Aber einer ist noch in so einer Muschel irgendwo da am Rand, habe ich gemeint. Vielleicht hast du eine von den 3 am Anfang vergessen. Bei Waluigi bin ich immer gewesen, das habe ich lustig gefunden, was ich dann bei Mario Party 3 habe, das erste Mal eigentlich rein da. Da habe ich natürlich... Man nimmt sowieso immer das Neue zuerst, oder nicht? Also wenn ich... Jetzt muss ich schon schauen, hallo. Jetzt voilà. Jetzt noch gerade das Stern gespawnt. Gut, fuck, oder? Muscheln, natürlich genau dort, wo der Stern ist. Ja, zu deiner Frage zurück. Ja, das Neue nehme ich auch. Ich weiss nicht, der Wario, den finde ich nicht geil, aber der Waluigi, der ist einfach... Der ist einfach Nachher auch bei Mario Tennis hier, Power Tennis. das ist auch Auf geil der gewesen. Gamecube, das haben dann auch relativ viel Waluigi genommen und auch beim Football nachher auch. Und ja, Waluigi finde ich recht auch... Das ist irgendwie noch lustig, auch mit der Stimme und auch... Ja. Sie haben ja einfach einen Gegenspieler gebraucht zum Luigi. Und ja, Jetzt haben wir noch eine Münze, dann ist die dort, wo wir schiessen. ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Ich weiß einfach, dass dort nachher noch ein Stern ist. Ah nein, schau dort. Ja, dort oben ist sie, aber da kann man so vielleicht sogar noch hochklettern. So. Da. Und die letzte. Ja, voilà, das ist sie schon. Nein, was ist noch so? Hast du Bombenbeich schon aktiviert? Ja, habe ich aktiviert. Erste Konsole, die du selber gekauft hast? 64 habe ich geschenkt bekommen. Ja, und zu dieser Zeit natürlich finanziell noch nicht unabhängig gewesen. Und nachher eigentlich Gamecube habe ich eben nie gehabt. Und nachher eigentlich die Wii, die ich ja, eigentlich mir selber gekauft habe. Und immer noch glücklich bin damit, zwischendurch. Zwischendurch. So, ich würde sagen, dann machen wir einen Break und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ja. Wenn es wieder heisst Super Mario 64 auf Schweizerdeutsch. Peace out. Ciao.